Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, dass wir hier bei den Menschen gelandet sind, die aber von dem Alien gesnackt worden sind. Und jetzt irren wir so ein bisschen rum und gucken, wo es eigentlich weitergeht hier. Während das Alien hier noch irgendwo munter am Spazieren gucken ist, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist, es zeigt sich uns auch nicht. Es hat sich doch nur um die Leute gekümmert. Die sind jetzt alle tot. Und wir sind jetzt hier wieder alle gelassen worden und müssen irgendwie unseren Weg finden. Also laut Karte geht's da runter. Ich gehe jetzt einfach mal die Treppe hier runter und guck mal, ob wir da unten nicht irgendwie weiterkommen. Ich sage, wir klettern hier und ab ins Loch. Okay. Hier piept's auch wieder verdächtig rum. Ih. Okay, da bewegt sich's. Aber das ist da unten, wo die Menschen waren. Nee. Das ist da unten, wo die Menschen waren. Ich glaube. Das war nicht die... Ah, da liegt auch noch einer. Okay. Dann plündern wir auch noch. Schrott, Revolver, Munition. Die nehmen wir. 3 Revolverkuckler, die sind super. Ich glaube, wir haben einen Weg noch nicht ausgekundschaft. Und zwar, wenn wir da jetzt den Gang entlang gehen, konnte man so entscheiden, ob rechts oder links. Und wir sind links die Treppe noch nicht hochgegangen. Und ich habe gedacht, von da oben kommen wir eventuell da runter. Aber das scheint eine andere Treppe zu sein. Dann gehen wir die doch einfach mal. Also hier links abbiegen. Und dann kommen wir an einen Gang, wo dann nochmal ein Leder steht. Und die sollten wir mal hochmarschieren. Ja, genau, hier. Die Karte sagt uns auch, dass man da in einen anderen Bereich reinkommt. Dann gucken wir uns jetzt doch mal gründlichst an. Okay, Seegson, Warning, Hazardous Chemicals, wear protective gloves and Googles when handling. Okay, scheint also irgendeine Grütze drin zu sein, die nicht allzu gesund ist. Wahrscheinlich irgendein Atommüll vom Reaktor oder so ein Quatsch. Okay, da haben wir noch eine Station, die wir uns angucken können. Noch ein Terminal. Ich will doch nicht das Schrott, ich will das Terminal lesen. Sevastolink. Fehler. Morgen gemeinsam 2. Morgen gemeinsam. Seegsons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Seegson. Unser bemerkenswertes Wachstum, Sieg und Sohn, wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Schickard-Wagenting auf dem Mond. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern auf der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Zu Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Seegson. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu. Und den Stern. Okay. Dann haben wir hier noch ein VIP-Besuch. Audio. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Seegson zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen Sie das nicht. Spedding Ende. Okay. Ja, die scheinen hier unter ziemlichem Druck gewesen zu sein, weil das eine alter schwache Firma war, die sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Während Weyland-Yutani wahrscheinlich richtig fett exportiert hat und sich total entwickelt hat. Verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Brauche ich eine Schlüsselcard. Okay. Puh. Mhm. Oh, okay. So geht's weiter. Ich erinnere mich ganz, ganz düster an den Abschnitt hier. Wir sollten mal hochgehen. Ich glaube, da kann man nämlich speichern irgendwo. Ja, habe ich es doch noch richtig in Erinnerung. Okay. Bing.
Speicher mal hier. Wunderbar. Okay, das sieht kompliziert aus. Gerät unzureichend. Du musst dich dann wahrscheinlich meinen Sicherheitszugangsgenerator erweitern. Geh wieder auf. Und was haben wir hier? Gerät unzureichend. Okay, da brauche ich wahrscheinlich ein neues... Pfui Teufel. Okay, da ist Giftgas. Da komme ich nicht durch. Auf eine Neuverkabelung kann ich ja leider auch nicht zugreifen. So dass ich das hier ausschalten könnte. Was haben wir dann hier noch? Das kann ich so auf der Karte leider nicht erkennen, was wir da haben. Aber da komme ich erstmal nicht rein ohne Gasmaske oder irgendwas anderes. Na? Klettern. Ja, ich würde gern klettern. Ja, dann müssen wir hier runter. Und ich glaube mich zu erinnern, dass uns das Alien dann hier auch wieder verfolgen wird. Und hier haben wir wahrscheinlich noch mit Androide zu tun. Da ist schon einer drin. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Okay. Das klingt doch an sich immer ganz einfach, wenn man das so liest. Aber mit einem Alien auf der Hacke und mit aggressiver Androide ist das nicht gerade so einfach. Da ist er drin. Den müssen wir irgendwie rauskriegen. Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Okay. Oh, jetzt kommt der Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich gelöst habe. Das ist etwas komplizierter, finde ich, mit dem Zeug hier. Irgendwie müssen wir das jetzt gebacken kriegen. Ich habe aber leider keine Ahnung mehr, wie das ist. Ich erinnere mich zwar noch an den Part, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau gemacht wird. Gucken wir uns da erstmal hier um. Ja, zwei dringliche Sachen werden uns auch gezeigt, aber das geht erst halt, wenn wir jetzt den anderen Quark gelöst haben. Da muss ich mich dann wohl hier nochmal umgucken. Ah, Spitze, da haben wir ja nochmal Speicherstation, aber erstmal hier. Okay, bevor wir das benutzen, speichern wir lieber nochmal. Sicher ist sicher. Jawoll. Okay, nix auf der Ferse. Was ist dann hier? Ah, wahrscheinlich eine Datenzelle nochmal oder sowas, ne? Sicherheitszugangsgenerator verbessert. Zugang zu Level 2. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich die Dinger... Oh, dort nochmal einer. Sein Jackie stehe. Jetzt kann ich auch nochmal die... die Sache benutzen. Dann hätte ich aber Sache, ich gehe erstmal nochmal hoch. Die Geräusche gefallen mir übrigens überhaupt nicht, die hier gemacht werden. Dann hätte ich Sache, wir gehen da nochmal hoch. Und gucken erstmal, was sich over erledigen lässt, bevor wir den Androide starten. Dann können wir nämlich noch die Neve-Sache erledigen, bevor wir uns wieder der Hauptmission zuwenden. Aber ihr liebe Leute, wenn ihr jetzt auf euren Balken gucken unten, dann sehen wir, dass wir schon so gut wie am Ende sind. Und das heißt auf jeden Fall, bleiben gespannt, wie es im nächsten Teil weitergeht. Wir haben dann wieder ein paar richtig schöne Passagen vor uns, wo unser Alien auf der Hacke ist. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo wir dann mit unserem neuen verbesserten Sicherheitszugangsgenerator ein paar deren und Codes knacken können. Also machen's gut bis hier und bleibt auf jeden Fall gespannt. Es bleibt wie immer spannend. In dem Spiel wird's wirklich nie langweilig. Machen's gut bis hier, Iron Yankee.